Moin, ich bin Luna von den Bibelstuten an Haut. Ich gehe bei den Bayernzüchter. Komm mal mit. Moin, ich bin Luna und wie seht ihr? Salut, ich bin Marcel, ich bin Bayernzüchter und wir gehen anscheinend Haut bei Bayern. Dafür kann ich dir schon direkt ein Kostüm, die kannst du tun. Was heißt denn, Herr Rappers? Hol mir das Kostüm, weil Bayern aggressiv sind. Man, die Bayern die sind nicht aggressiv, aber wir tun trotzdem gerne ein Kostüm unten, für das ihr ein bisschen mehr sicher spielt und dass nicht fährt oder so, dass sie sich nicht picken. Okay, merci. Marcel, was machen die Bayern den ganzen Tag? Ja, Bayern die fliegen raus, sie sammeln die Pollen an den Nektar an, für das Volk zu ernähren. Und sie füttern natürlich auch die Larven und so weiter, alle Guten. Und noch die Kinder gehen von den Bayern erhalten. Ja, da schlafen sie auch eins, sie putzen, sie machen ganz viele Aufgaben über den ganzen Tag. Und wie lange leben Bayern überhaupt? Es gibt verschiedene Unterschiede. Wir haben Drohnen, das sind die männlichen Bayern, dann haben wir die weiblichen Bayern, das gibt zwei Unterschiede, ein Sommerbay, ein Winterbay. Die Winterbayern die gehen bis zu 6 Monate und die Sommerbayern just bis zu 6 Wochen. Die Drohnen leben auch ungefähr 3 bis 4 Monate und die Kinder die kann bis zu 4 Jahre alt gehen. Nehmen. Ja, das ist auch schon nicht schlecht, wenn ihr bedenkt, dass die eigentlich just 6 Wochen alt gehen und ein Kind gehen 4 Jahre. Das ist schon ein großer Unterschied. Geh mal einfach gucken. Guck mal, über den ganzen Rest machen wir mal so voll ab, was hältst du von der Idee? Ja. Mal da komm. Wow. Was Bayernzuchten gibt es? Naja, es gibt ganz viele Bayernzuchten. Weltweit sind ungefähr 1500 verschiedene Arten bekannt. Die wir hier kennen, mit denen wir auch arbeiten, das sind zu engem, also hauptsächlich Carnica-Bayern. Und dann haben wir auch noch Backfestvölker vereinzelter und noch vereinzelt Deichter-Bayern. Das sind so die 3 bekanntesten Bayernzuchten, die wir als Bayernzüchter hier benutzen und auch mit denen arbeiten. Wir an engem Volk, da gibt es auch noch verschiedene Unterschiede an den Bayern. Das heißt, wir zu engem Kreier als Kinder gehen. Ja, die sind einmal an engem Volk. Dann haben wir die Erbesterinnen, das sind die mit kleinen Bayern hier. Und dann haben wir noch Drohnen. Ja, die sind da auch hier, wenn wir ein Kreier vielleicht gesagt zu haben, sind wir so einem dicken Hühner mit großen Ohren. Da kennen die nämlich ganz gut. Mehr effektiv auf der Seite. Hier, genau, voilà, genau da. Ja, guck, da ist ein Drohne. Hier mit den großen Ohren. Und dann haben wir noch die Erbesterin und hier ist die Kinder. Was sind Gefahren für die Bayern? Es gibt natürlich Feinde für die Bayern. Es sind zu engem Mal ganz viele Gifte, die Menschen auf den Feldern benutzen, die Bauern mit den Pestiziden. Dann haben wir aber auch noch den Tieren, auch noch Feinde. Ne? Das heißt, Viecher, die fressen sie an der Luft. Und dann haben sie einen ganz spezifischen Feind, das ist die Runen als Hornissen, auch auf Deutsch genannt. Ja, die fressen die auch, die sind auch Carnivore, das heißt, die ernähren sich am Anfang auch von den Bayern. Und heute kann ich das Teil beobachten, da fliegen die so viel Lach. Und dann schnappen sie sich die aus der Luft und dann holen sie die an hier nascht. Aber das hat jedes Heu. Das ist Pollepate, die haben einen Strupp gelöst, für ihnen ein bisschen einen kleinen Boost zu geben, für dann hier nicht voll Rand zu starten. Wieso haben die Bayern ein Königin? Naja, Königin, die ist für das Volk immer mehr groß zu machen. Natürlich, die Königin, die lebt eher. Sie ist verantwortlich dafür, dass das Volk immer mehr groß wird. Ja, sie brauchen dadurch, weil sie wollen sich irgendwie vermehren. Ne? Aber wenn sie keine Königin haben, oder die Königin gerade gestorben ist, oder immer, dann haben sie nicht mehr die Möglichkeit, sich eine neue Königin runterzuzählen. Und alle Volk brauchen auch gewisse Lieder. Und die Königin hat eben die Funktion, sie sieht, da wird Laser am Volk und sie diktiert die Leute an ihre Mitarbeiter, wie es soll gemacht wird. Was das nicht? Naja, wisst ihr was, das ist schon eine mega Idee. Wir gehen noch zurück bei dem Kamion, ja, bei dem Kabinett. Da schon ich nämlich etwas mitgebracht und da können wir ein Kado drüber schwätzen. Teils von der Idee. Gut. Und hier an dem Eimer habe ich da Honig mitgebracht. Für was Honig? Also so, diese Farbe, Orange mit Gelb, der Braun. Das tut ganz viel dummer dazu dienen, was die Bayern gerade fangen, ob sie viel Nektar fangen, ob sie viel Pollen fangen. Ne? Und da kriegt ihnen entweder mal mehr eine helle oder mehr eine leichte Farbe.
Heute lo echt eng gosse mi Deichstoff ha ha Min beim Bëch sinn an du sammeln se lauter Sachen, die eben méi den hunnech mi Deichter machen. Schmachen? Ja. Hi. Merci. Den ass ganz frisch den den Schlchterreg aus de Völker rausgeholt. Das ist mega lecker. Darf ich den zweiten? Natürlich stift sie noch en Zzweet. Adi, ich gehe noch ein bisschen Hunde schießen. Bis nächstes Jahr.